Aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es teilweise sechsstellig im Monat ist. Eigentlich ist es nur um Geld gegangen. Für dich ist schon auch lukrativ, wenn deine Community groß ist. 100%, genau, ja. Bringt er Geld, bringt er Leute. Wenn er kein Geld bringt und wenn er kein Leute bringt, dann bringt er mir gar nicht. Im ersten Teil dieser Reportage haben wir junge Schweizer getroffen, die ihren Lehrlingslohn investieren, zum Trader zu werden. Und dabei zum Teil ihren kompletten Freundeskreis austauschen. Wir sind der Spur weitergefolgt, bis zu ihrem Anführer, im Miguel. Everybody ready? Ready. Wir wollen herausfinden, wie sein System funktioniert und ob es dabei wirklich nur um Trading geht. Den Miguel treffen wir in Zürich. Er fährt mit einem Lambo vor. Aufgewachsen ist er in der Bodenseeregion. Meine Mutter hat sehr hart gearbeitet, 3 Jobs gehabt, alleinerziehend mit meiner Schwester und mir. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich Geld sehr verabscheut habe, weil dadurch immer Probleme entstanden sind. Also so kleine Dinge wie Waschmaschine ist kaputt, Auto ist kaputt und dann halt Riesenstress und Streit in der Familie, immer wegen solchen Sachen. Dann bin ich über einen Kollegen, der in meinem Dorf, also in Stockach, Stadtdorf gewohnt hat, in diese Branche Network Marketing reingekommen. Und so ist es damals entstanden, eigentlich in der Shisha-Bar, weil da, wo ich herkomme, in Stockach, gibt es nichts anderes außer Shisha-Bars. Und natürlich hat es sehr viel Aufsehen erregt, weil ja, man geht in die Shisha-Bar, um zu chillen, was zu trinken und wir saßen halt da mit Laptops. Heute, sagt er, sei er Leader von einer Trading-Community. Und er zeigt auf Social Media sein Luxusleben. Also aktuell ist es so, dass ich in Dubai ansässig bin. Natürlich feiere ich den Luxus zu 100%. Ich bin auch ein großer Verfechter des Kapitalismus. Und gleichzeitig habe ich natürlich, was man nicht auslassen darf, eine sehr große inspirative Rolle gegenüber meinem Team. Trading-Kurs gibt er selber aber nicht. Sondern er verkauft die Kurs von einer amerikanischen Firma. Das über ein sogenanntes Multilevel- oder Network-Marketing-System. Im Network Marketing oder Multilevel Marketing ist es sehr üblich, dass jeder große Leader seine eigene Community hat. Ich besuche die Teams, ich arbeite viel mit den Leadern zusammen, ich schule die Leute, habe auch eine inspirative Rolle und reise eigentlich durch die ganze Welt seit einem Jahr. Ja. Wir sind große Verfechter davon, dass Leute nicht nur starten, um zu traden. Zum Beispiel bei mir war es ja so, ich hatte gar kein Geld, um zu traden. Das heißt, du startest ja und lernst es. Durch den Vertrieb verdienst du ja das Geld und das Wissen, das du ja gleichzeitig lernst durch iGenius, nutzt du dann, um dein Geld zu vermehren. Wenn die Leute das auch vertreiben, profitierst ja auch du ein bisschen, Korrekt, oder? Über diese. Korrekt, genau. Für dich ist schon auch einfach lukrativ, wenn deine Community groß ist. 100%, genau. Ja. Also man muss es ganz normal sehen wie normales Vertriebsbusiness. Die halt umso mehr Pakete oder umso mehr Versicherungen sie verkaufen, umso mehr verdienen sie natürlich. Ein ganz normales Vertriebsbusiness ist Multilevel-Marketing dann doch nicht. Das System steht oft in der Kritik. Der Experte Markus Kempf sagt, wo die Tücken liegen. Multilevel-Marketing ist wie eine Sonderform des Direktmarketings. Dort spreche ich dann meine Kunden an und animiere diese gleichzeitig, dass sie wiederum Vertriebspartner werden. Multilevel-Marketing betont eher die Pyramidenstruktur. Je höher man in der Hierarchie steht, umso mehr profitiert man, weil man eben bei den Kunden, die man dann als Vertriebspartner angeworben hat, bei denen profitiert man dann, wenn diese dann wiederum Produkte, Dienstleistungen vertreiben an ihre Leute aus ihrem persönlichen Umkreis. Also es werden ja teilweise Versprechungen gemacht, dass man sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Das kann, wenn man sehr hoch in der Hierarchie steht, durchaus möglich sein, aber in den wenigsten Fällen ist es möglich, davon wirklich zu leben. Online findet man viele negative Rezensionen über die Firma. Und auch das Staatssekretariat für Wirtschaft schreibt, es sei schon Beschwerden über sie eingegangen. In den USA ist der Mutterkonzern InvestView sogar schon mal verurteilt worden. Und es gibt noch weitere Warnzeichen. The sort of success that they claim isn't really the sort of success that they've got in reality, and I think their stock price reflects that quite well. Real investors aren't going to be putting money anywhere near it, and the ones that did obviously pulled out. They had Kuvera, they had wealth generators, they've had iGenius. To just change your brand repeatedly is just a red flag that you're needing to change your identity so that previous customers can't realize that you're going to scam them again or things like that, right? Für den Miguel ist das alles kein Problem.
Jede Firma, egal welche wir googeln, die größer ist, hat Probleme mit dem Staat. Es ist ja vollkommen in Ordnung, dass man zum Beispiel mal was falsch macht und man bekommt eine Anzeige. iGenius hieß ja zuvor Cuvera und bevor Cuvera hieß es ja Wealth Generators. Und in dieser Zeit hatten die sehr, sehr, sehr schwierige Phasen. Also heißt, da haben die sich viel ausprobiert, Fehltritte gemacht. Da kamen auch viele von diesen Klagen, sage ich mal, vom Staat her oder diese Ermahnungen, wo die sich dann neu positionieren mussten. Für den Miguel scheint sich das Ganze auf jeden Fall zu lohnen. Allein mit den Provisionen hat er im letzten halben Jahr einen mittleren sechsstelligen Betrag verdient. Das steht in einem Dokument, das wir anschauen können. Was ich durch den Vertrieb verdiene, darf ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es teilweise sechsstellig im Monat ist. Also in dem Bereich in Dollar, was ich ausgezahlt bekomme. Ich habe mich sehr verliebt gehabt in den Traum, damals als junger Teenager Millionär zu werden selber. Klar ist aber auch, so weit rauf wie der Miguel schaffen es die wenigsten. Auch wenn sie vollen Einsatz geben. Einer der Verlierer von so einem System ist der Nick. Auch er ist mit grossen Träumen gestartet. Also ich wollte in 3 Monaten gründen und das nicht mehr machen. Und habe meinen alten Job nicht mehr machen, weil ich einfach den Lifestyle geil gefunden habe. Auch er hat Trading-Kurs verkauft. Ich zeige ihm im Miguel sein Profil. Okay. GPR war so unsere Konkurrenz damals. Wir haben den Leuten gesagt, kommen zu uns und nicht zu ihnen. Aber es ist eigentlich das gleiche Prinzip. Der Nick erzählt, wie es im Inneren von so einer Organisation aussieht. Das sind, blöd gesagt, alles gute Verkäufer. Dann haben die einfach das Ganze präsentiert und motiviert. Also es war eigentlich immer mehr Motivation. Das Paket ist dann irgendwie so dann nebensächlich geworden. Das Ziel ist, den ganzen Raum können dann das Paket verkaufen. Und wenn alle mitmachen, dann kommst du 1, 2, 3 Stufen höher. Eigentlich ist es nur um Geld gegangen. Klar ist es um Weiterbildung gegangen, klar ist es um Selbstaufbau, klar ist es um Motivation gegangen. Aber schlussendlich ist es nur um die Ränge gegangen. Ich habe mich so als Held gesehen und war so der Helfer von allen. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich dann einfach nicht 2, 3 Leute hatte, sondern dann mehrere Leute hatte. Und die Leute haben dann wieder Leute gehabt. 75 Leute hat er irgendwann unter sich. Es ist ein Film. Es ist ein grosser Film. Wir waren im Dolder, haben dort Meetings gemacht, aber wir hatten keinen Rappen im Sack gehabt. Wir konnten uns nicht mal einen Kaffee leisten, aber sind dort rumgelaufen, als wären wir wirklich sehr reiche Leute. Hallo zusammen, mein Name ist. Ich bin 24 Jahre und komme aus der Schweiz. Bei mir hat sich mein komplettes Leben verändert. Also richtig krass. Also so Sachen habe ich... Was ist so für, weißt du, wenn du das anschaust, ist das vielleicht eine andere Person? Oder? Komplett. Ich kann das gerne nicht anschauen, wenn ich so Sachen sehe. Er zeigt mir seine alten Notizen. Durchziehen, nicht aufgeben, nur einmal sein, nie daran zweifeln. Das ist das erste Mal, als ich vor 400 Leuten geredet habe. Das war in Deutschland, in Stuttgart. Und ich war halt wie ein Vorbild von denen. Und das hat mich ein bisschen motiviert. Auch mit riesigen Events, die die Firma die Verkäufer an sich binden. Das ist jetzt in London, genau. Das war so groß. Also es ist Gänsehaut eigentlich. Wenn du dort bist und es hat 20'000 Leute in einer Halle, alle haben halt die gleichen Gedanken. Und das ist nie eine Energie und dann bist du voll glatt. Die Expertin Susanne Schaaf sieht im Multilevel-Marketing-System oft sektenähnliche Tendenzen. Ein Beispiel dafür sind genau solche Events. Das ganze Setting hat etwas höchst Manipulatives auch. Also es ist emotionalisierend, euphorisierend und in dem ganzen Happening hat man ja gar nicht mehr die Möglichkeit, mal in Ruhe oder kritisch nachzudenken darüber, ob die Logik stimmt, ob die Argumente stimmen. Es wird eigentlich durch die Inszenierung ein Setting geschaffen, wo die Leute wie einfacher manipulierbar sind. Der Nick zahlt einen höheren Preis für seine neue Community. Alle haben sich abgewendet von mir. Also mit denen, wo ich aufgewachsen bin. Gerade im ersten Moment hat es mich schon getroffen. Irgendwie eben nach
2-3 Stunden ist mir dann wieder wie egal gewesen, weil das war dann meine neue Familie gewesen, die anderen sind so, okay, ich brauche ihn nicht mehr. Es hat nur noch das gegeben im Leben. Nach etwa 1,5 Jahren fängt es aber an Probleme zu geben. Du bist nur unter Druck, du musst Sachen machen, wo du vielleicht dich unwohl fühlst. Es wird viel verlangt, es wird verlangt, können zu verkaufen, obwohl du vielleicht gar kein Verkäufer bist. Schliesslich steigt der Nick aus der Firma aus. Das Gefühl war schön. Ich muss keine Calls machen, ich muss niemandem anschreiben, ich muss kein Motivationsding anhören. Ich kann normal mit meiner Familie anhocken. Nachdem ich draußen war, hat sich komplett jeder abgewendet von mir. Das waren nur Leute, die wollten von mir profitieren. Bringt er Geld, bringt er Leute. Wenn er kein Geld bringt und wenn er keine Leute bringt, dann bringt er mir gar nichts. Mit dem Network Marketing habe ich ein paar Monate mit diesen Rängen Geld verdient. Aber wenn man das im Gesamten einrechnet mit den ganzen Reisen, mit den ganzen Events, habe ich sicher auch ein bisschen Minus gemacht. Ja. Während sich der Nick vom Multilevel-Marketing abgewendet hat, hat Miguel weiterhin grosse Ziele. Geld ist für mich eine Sache geworden, wo es einfach nur noch Mittel zum Zweck ist, um das Ganze größer zu machen. Ein Ziel, was man anfassen kann, wäre die größte Trading-Community bis 2025 zu werden. Seine Community sei nicht mit einer Sekte zu vergleichen. Zwar gäbe es fragwürdige Multilevel-Marketing-Systeme, er achte aber darauf, solche Praktiken nicht anzuwenden. Der Nick ist froh, aus dieser Welt draussen zu sein. Jetzt, wenn ich so zurückschaue, würde ich das nicht mehr machen. Wo ich mich sicher schäme, ist das mit den Kollegen oder mit der Familie, dass sie sich abgewendet haben von mir. Nach dieser Zeit bin ich auch wieder ganz langsam zu den Kollegen wieder gekommen. Ich habe mich dann auch ein bisschen entschuldigt. Dann sind wir dann wieder alle zusammen in die Ferien und das hat dann auch mega gut. Da hat sich uns wieder ein bisschen zusammengeschweißt, sich wieder wie neu kennengelernt.